Am Samstag vor 2 Wochen hat unser 7-jähriger Sohn, der Seraya, an eine Kindergeburtstagsparty gehen. Und er hat sich natürlich gefreut und ist voller Freude dort hingegangen. Und am Abend ist er wieder heimgekommen und wie das ein gutes Mami so macht, habe ich gesagt: Seraya, wie war es gewesen? Und dann sagt er: Mama, ich habe so ein grosses Stück Kuchen bekommen, ich kann es nicht einmal essen. Am Sonntag vor 2 Wochen sind wir im Gottesdienst und Caitlin, unsere Tochter, sie ist 5, durfte im Propeller Guetzli backen. Und nachdem die Guetzli gebacken waren und der Gottesdienst war fertig war, mussten die Guetzli natürlich gegessen werden. Und weil sie ein gut erzogenes Kind ist, hat sie ihren Teller mit den Guetzli genommen und ist zu ihren beiden Brüdern gegangen, damit sie ihre Guetzli teilen kann. Und weil sie aber auch ein bisschen ein Schlitzohr ist, hat sie dafür gesorgt, dass sie genug Guetzli bekommt. Sie hat sogar dafür gesorgt, dass sie mehr Guetzli abbekommt als ihre Geschwister. Und weil der Seraya nicht auf den Kopf gefallen ist, hat er das gemerkt. Und ist zu mir gekommen und hat gesagt: Mama, das ist unfair. Caitlin hat mehr Guetzli als ich. Und es ist sogar so weit gegangen, sein Gefühl von der Ungerechtigkeit hat ihn so zerfressen, dass er einen Wutanfall hatte in der Kirche. Okay, 50% vom Wutanfall hat wahrscheinlich nichts mit den Guetzli zu tun gehabt. Wir haben das ab und zu, Kind am Sonntag nach dem Gottesdienst sind sie müde und hungrig und eins oder das andere Mal hat das eine oder das andere spätestens auf dem Heimweg, wenn sie laufen müssen, einen Wutanfall. Er hat sich dann wieder geschafft, sich zu beruhigen. Wir sind heimgelaufen und daheim. Kaum ist die Tür zu, er hockt noch am Boden und ist seine Schuhe am Aufmachen, sagt er: Mama, darf ich jetzt etwas Süßes? Weil dann wäre es fair, oder? Weil Caitlin hat ja mehr als ich. Und wenn du mir jetzt etwas gibst, dann ist es wieder gerecht. Dann habe ich gesagt: Nein, ich bin jetzt am Kochen, ich gebe dir jetzt nichts Süßes. Und dann hat er einen Wutanfall gehabt. Und zwar einen richtigen Wutanfall. Ich habe probiert, mit Engelszunge habe ich auf ihn eingeredet und gesagt: Seraya, liebe Seraya, ich habe dich genau gleich lieb wie meine anderen. Aber es ist so unfair und so ungerecht. Und ich habe das Argument gebracht: Gestern, weisst du noch, das grosse Stück Kuchen, das du es nicht einmal essen mögen. Aber das Stück Kuchen war plötzlich grusig. Er hat sich wirklich fast nicht eingekriegt. Er hat sich erst eingekriegt, als ich in die Hocke gegangen bin und ihm gerade aus ins Gesicht gesagt habe: Es ist unfair, ich weiss. Die Welt ist manchmal einfach gemein. So ist es. Und es ist nicht mein Job als Mami, die Welt gerecht zu machen. Es ist mein Job als Mami, dir zu helfen, mit der Ungerechtigkeit umzugehen. Und dann hat er sich beruhigt. Mir war es immer schon wichtig, seit Anfang, als wir Kinder haben, ist es uns, mir immer wichtig, dass Kinder Fairness und Gerechtigkeit verstehen. Dass sie sich Mühe geben, gerecht zu sein, dass sie sich Mühe geben, zu teilen, dass sie fair spielen, nicht beschissen. Und gleichzeitig war uns aber immer klar, dass sie nicht in einer gerechten Welt und in einer fairen Welt aufwachsen werden. Und es war uns immer wichtig, dass sie vom ersten Moment an verstehen oder lernen verstehen, dass die Welt unfair ist und dass es manchmal den Moment gibt, wo man das einfach hinnehmen muss und es nicht ändern kann. Gerechtigkeit ist etwas, das tief in uns drinnen ist. In jedem von uns. Es lässt sich in sozialen Experimenten beweisen, dass in einer sozialen Gruppe meistens sind es Kinder in solchen Experimenten, ein Kind für Gerechtigkeit wird sorgen, auch wenn es selber in dem Moment nichts davon hat. Die Experimente gehen sogar so weit, dass bei gewissen Kindern die Kinder sogar selber freiwillig auf etwas verzichten, damit nachher wieder ausgeglichen
ausgeglichene Gerechtigkeit in dieser Gruppe herrscht. Also ich glaube, jeder von uns sehnt sich nach Gerechtigkeit. Und darum haben wir auch ein System, einen Staat entwickelt, der Richter hat. Und der Richter, der sorgt dafür, dass alle Gesetze für alle Menschen genau gleich gelten. Und gleichzeitig ist es so, kein Mensch ist vollkommen. Alle machen wir Fehler. Alle sind wir mal ungerecht und meistens aus Egoismus. Und auch der beste Richter wird nicht echte Gerechtigkeit herbeiführen können. Einmal nicht auf dieser Welt. Darum brauchen wir jemanden, der gerecht ist, der gut ist und der echt ist. Und den möchte ich mit euch zusammen suchen in der Offenbarung 19. Wir fangen bei Vers 11 an. Da steht: Da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen, und ich sah ein weißes Pferd. Der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Er ist der gerechte Richter, der für die Gerechtigkeit kämpft. Da öffnete sich der Himmel. Wir lesen ja in der Offenbarung, und die Offenbarung ist eine Vision, die Johannes bekommen hat und aufgeschrieben hat, dass wir die Vision auch dürfen sehen oder miterleben oder eben lesen. Und jetzt dieser Teil fängt an mit «Da öffnete sich der Himmel». Und der Himmel, das ist ja der Ort, wo Gott wohnt, und der öffnet sich selber. Also Gott öffnet sich im Prinzip selber auf und zeigt sich, offenbart sich. Und nachher ist beschrieben, was dann in dem Himmel inne ist, was man da für einen Mensch oder für einen Typ sehen könnte. Und es ist wie wenn Gott ein Bild zeichnen von sich selber. Und das Bild wollen wir miteinander anschauen. Das Bild von einem gerechten Richter, der kommen wird und alles gerade machen wird, was ungerade ist, und alles Ungerechte tilgen wird. Und nachdem sich der Himmel öffnet, ist das Erste, was wir sehen, ist ein weißes Pferd. Das weiße Pferd, das ist ein Bild, das zu dieser Zeit häufig gebraucht worden ist. Solche Bilder werden in der Bibel sehr oft gebraucht. Manchmal verstehen wir sie nicht mehr gleich gut wie dort mal, wo der Text geschrieben worden ist. Aber das weiße Pferd, das ist so ein Bild, das könnt ihr euch vorstellen, es ist vergleichbar mit, wenn ich euch von einem vierblättrigen Kleeblatt erzähle, dann wisst ihr alle, ich rede von Glück. Wenn ich von einem Herz rede, dann wisst ihr alle, ich rede von Liebe. Und genau so ist das weiße Pferd steht für den Sieg. Also wer immer da daherkommt, reitet auf dem Sieg daher. Er ist Sieger. Und dann ist er benannt als der Treue und Wahrhaftige. Das ist ein Name. Und er wird genannt der gerechte Richter. Also es kommt daher auf dem Sieg der Treue und Wahrhaftige, der gerechte Richter. In diesem Bibeltext wird es immer wieder Namen und Beschreibungen haben. Und die wollen wir alle miteinander ein bisschen anschauen. Und der treue und wahrhaftige, gerechte Richter, der ist beschrieben auch noch im Jesaja, im Kapitel 11, ab Vers 3. Da steht: Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde wie ein Stockhieb treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Sie umschließen ihn wie ein Gürtel seine Hüften. Das ist eine richtig coole Beschreibung von einem gerechten Richter. Er lässt sich nicht vom Augenschein trügen, er lässt sich nicht von dem trügen, was wir einfach gerade so als erstes sehen würden. Er lässt sich nicht von dem, was man vielleicht über jemanden sagt, trügen, nicht vom Hörensagen. Er lässt sich nicht bestechen, er lässt sich nicht beeinflussen. Nicht von dem, was man sehen könnte, nicht von dem, was man hören könnte und auch nicht vom Geld. Er ist komplett umgeben von Gerechtigkeit
und Treue. Es ist in ihn hineingraviert, hineinbrennt Gerechtigkeit. Er kann gar nicht anders als gerecht sein. Lesen wir weiter in der Offenbarung. Seine Augen leuchteten wie flammendes Feuer und sein Kopf war mit vielen Kronen geschmückt. Der Reiter trug einen Namen, den nur er selbst kannte. Da haben wir wieder die Bilder. Seine Augen leuchten wie flammendes Feuer. Und das Feuer, das steht einerseits für den Glanz von Gott und andererseits aber auch, dass sein Blick durchdringt. Er schaut nicht auf die Augen, sein Blick durchdringt. Er schaut ins Herz, er schaut auf die Motivation, er schaut auf das Innere. Und dann ist er mit vielen Kronen geschmückt. Das finde ich ein komisches Bild. Er hat ja irgendwie nur einen Platz oder im Kopf. Aber das ist eben wieder ein Bild. Es bedeutet nicht, dass wenn dann Jesus wiederkommt, dass er dann zwingend genau so muss aussehen. Who knows, vielleicht. Aber es bedeutet, die vielen Kronen stehen für viele Königreiche, stehen dafür, dass er über all diesen Königreichen und über all diesen Herrscher und über all diesen Richter, die vor ihm gekommen sind und versucht haben, für Gerechtigkeit zu sorgen, aber es nicht geschafft haben, er herrscht über all denen. Er steht über all denen. Es ist eigentlich ein Machtsymbol. Er ist mächtiger, bedeutet das. Und dann steht etwas Interessantes. Das ist eigentlich fast mein Lieblingsteil von dem Bibelvers. Es steht, einen Namen, den nur er selbst kannte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin eine neugierige Person. Ich möchte gerne wissen, was das für ein Name ist. Das macht mich so richtig hibbelig, wenn da irgendwie etwas steht, aber ich weiß es nicht, ich darf es nicht wissen und sie sagen es mir auch nicht. Und irgendwie denke ich mir im ersten Moment, hey, aber das sagt ja doch gar nichts aus. Einen Namen, den nur er selbst, ja danke, ich weiß ihn ja nicht. Oder ich weiß jetzt nicht, was sagt das über Gott aus? Und nach längerem Nachdenken sagt es eben doch etwas über Gott aus. Weil es steht für Intimität zwischen dem Vater und dem Sohn. Es ist ein Name, den nur er selber kennt. Es ist wie ein Geheimnis zwischen diesen beiden. Ich erkläre es euch mit einem Beispiel. Und zwar, mein Mann und ich haben verschiedene Spitznamen für unsere Kids. Und unsere Tochter, die eben ein bisschen schlitzohr ist manchmal, die wird liebevoll, vor allem von meinem Mann, manchmal von mir, Trulli, Trulli, Trullala genannt. Eine Trulla ist ja eine, die ein bisschen seich macht. Nicht so gut anlässt und manchmal ein bisschen Blödsinn macht. Und irgendwie könnte man ja meinen, dass das jetzt nicht so ein schöner Spitzname ist, oder? Ich meine, hey, bist die ein bisschen seich macht, ist jetzt eigentlich nicht so mega nett. Und wenn irgendjemand anders meiner Tochter würde so sagen, wäre ich nicht glücklich mit dieser Person. Aber mein Mann darf. Und das hat einen Grund. Weil es besteht eine liebevolle Vater-Tochter-Beziehung zwischen meinem Mann und unserer Tochter. Sie ist vielleicht zwar manchmal eine Trulla, aber er hat sie genau gleich lieb. Und gerade in dem Moment, wo sie sich vielleicht wie eine Trulla benimmt und die Liebe am dringendsten nötig hat, gerade in dem Moment hat er sie speziell lieb. Und das steht hinter dem Namen. Du bist so, wie du bist und ich liebe dich so, wie du bist. Und darum ist das eigentlich sehr ein liebevoller Name, auch wenn es auf den ersten Blick anders wirkt. Und genau so stelle ich mir den Namen, den wir nicht kennen dürfen, vor. Wie ein Inside-Joke zwischen dem Vater und dem Sohn. Es steht für Beziehung, eine intime Beziehung. Lassen wir weiter. Sein Gewand war mit Blut getränkt und sein Name lautete das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie alle trugen Gewänder aus strahlend weißen Leinen. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegt. Er wird mit eisernem Zepter über sie herrschen. Und wie beim Keltern der Saft aus den Trauben gepresst wird, so wird er sie zertreten und sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Königs zu spüren bekommen. Auf seinem Gewand an der Hüfte steht der Name König aller Könige, Herr über alle Herren. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr
über alle Herren. Er steht über jedem Richter. Er steht über jedem König und er stellt jeden Herrscher in Schatten. Und er ist gerecht. Und er ist mächtig. Und gleichzeitig ist er noch so viel mehr. Weil, wenn er nur gerecht wäre und mächtig, dann hätten wir alle ein Problem. Gerechtigkeit bedeutet, dass alle gerichtet werden. Und es bedeutet für dich und für mich und für alle, die eben nicht perfekt sind, die eben ab und zu Ungerechtigkeit zulassen, ungerecht handeln, bedeutet das Gericht. Das bedeutet Blut. Und wie gut ist es, dass in dem Text auch steht, sein Gewand war mit Blut getränkt. Und sein Name lautete Wort Gottes. Weil das bedeutet, dass der siegreiche König und der Herr von allen Herren, der ist gleichzeitig unser Retter. Er ist Jesus. Er ist das Wort, das die Welt geschaffen hat. Er ist eben nicht nur der mächtige, gewaltige, der auf dem Sieg daherkommt und wo wird richten und wo wird Gerechtigkeit schaffen. Weil Jesus ist auf die Welt gekommen und hat für alle unsere Fehler und für all die Ungerechtigkeit, die wir manchmal in unserem Alltag zulassen, hat er den Kopf angehebt, hat er gezahlt. Sein Gewand ist mit dem Blut getränkt, wo wir dem Richter schulden. Ich liebe es, wenn die Bibel uns in einen Gegensatz hineinführt, der dann am Schluss gleich wieder Sinn macht. Es bedeutet, Gott ist so gross, dass er alles Widersprüchliche wieder Sinn daraus machen kann. Jesus ist unser gerechter Richter. Er ist der auf dem weißen Ross und im Sieg und mit aller Macht eines Tages wird daherkommen und richten. Und gleichzeitig, Jesus ist unser Retter. Er ist der mit dem blutgetränkten Gewand. Er ist der den Preis schon gezahlt hat für uns. Und die Tatsache, dass Gott einen Weg gefunden hat, zum Richter und Retter gleichzeitig zu sein, finde ich absolut faszinierend. Gott war gerecht, als er die Welt geschaffen hat. Er ist jetzt, heute gerecht. Mitten in unserer Ungerechtigkeit ist er immer noch Gerechtigkeit. Und er wird gerecht sein, wenn er eines Tages wird kommen. Es ist beruhigend zu wissen, dass Gott dieser Ungerechtigkeit von der Welt, die mich manchmal so fassungslos macht, etwas entgegensetzt. Sie nicht einfach mit dem Schwamm unter den Tisch wischt. Weil wenn ich daran denke, dass es Kinder gibt, die nicht genug gegessen haben, dann werde ich hässig. Weil es ist ungerecht. Und es ist ungerecht, dass ich in Überfluss lebe. Und wenn ich daran denke, dass es Mütter gibt, die jeden Tag einen menschenunwürdigen Job machen, Kleider nähen für dich und mich, nur damit sie am Abend heimkommen und ihren Kindern nicht genug zu essen geben können, dann werde ich hässig, weil das ist ungerecht. Und es ist ungerecht, dass ich am Morgen aufstehen kann und meinen Kühlschrank aufmachen und entscheiden, was ich kochen will. Und wenn ich das nicht da habe, was ich will, dann gehe ich halt noch schnell in den Laden und kaufe es mir ein. Und mit dieser Wut und mit dieser Fassungslosigkeit weiss ich manchmal nicht, wohin. Ich nutze meine Ressourcen, ich gebe mir Mühe, aber alles, was ich mache, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wenn ich hässig bin und traurig und enttäuscht von dieser Welt, dann kann ich vor den mächtigsten von allen Richtern treten und kann Anklage erstatten. An eine ungerechte Welt, an eine Welt voller Egoismus. Und ich darf die Anklage loslassen. Und ich darf die Wut wieder loslassen. Und wissen, in einer Gewissheit und in einer Sicherheit,
dass sie aufgehoben ist, gut aufgehoben ist, bei dem, wo wird für Gerechtigkeit sorgen. Und wenn ich vor genau dem gleichen Richter stehe, aber das mal angeklagt werde, weil ich nicht perfekt bin, weil ich Ungerechtigkeit zugelassen habe, und wenn ich für schuldig befunden werde, dann wird genau der gleiche Mächtige mein Retter sein. Dann ist genau der gleiche Mächtige der die Schuld schon getragen hat. Für mich. Wie gut ist es, dass der König der Könige, der Sieger und der Richter auf dem weißen Ross kommen wird. Wie gut ist es, dass er, unser Retter, im blutgetränkten Gewand ist. Wie gut ist es, dass es keine Macht im Himmel und auf Erde gibt, die ihm das Wasser reichen kann. Er ist Sieger, er ist treu, er ist wahrhaftig und gerecht. Er ist Richter, er ist das Wort, er ist verbunden mit dem Vater, er hat alles, hat alle Autorität, er ist mächtig. Und Gott sei Dank, er ist Retter. Er ist Jesus. Und wenn mir in meinem Alltag Ungerechtigkeit widerfährt, dann muss ich sie nicht einfach hinnehmen. Ich muss nicht, ich bin ja ein Christ, nehmen wir einen Schwamm, ist alles wieder gut, ich vergebe dir. Sondern ich darf vor den Richter kommen. Und ich darf Anklage erstatten. Ich darf ihm erzählen, was mir passiert ist. Ich darf ihm von meiner Verletzung berichten, von meiner Wut und von meiner Enttäuschung. Und dann kann ich die Anklage abgeben, übergeben und loslassen. Und ich glaube, das ist die Art von Vergebung, die Gott sich von uns wünscht. Er wünscht sich von uns nicht, dass wir einfach so tun, als wäre es nicht gewesen. Sondern dass wir loslassen dürfen, dass wir ihm übergeben und ihm vertrauen, dass er wird Recht sprechen und dass er sich wird darum kümmern. Ich suche nach der Wahrheit, suche nach viel mehr. Ich suche das Recht, das, was echt zählt. Ich erlebe so viel Falschheit, so viel, was verletzt. Jeder Mensch macht mal Fehler. Niemand ist perfekt. Wo an mit dieser Last, die von überall her drückt, wo an mit dem Fehler, wo mich dann verschluckt. Ich schaue in die Welt und brülle vor Sorge. So viel Egoismus, Armut und Schuld. Es muss doch noch mehr geben. Meine Hoffnung stirbt zuletzt. So mache ich mich auf die Suche nach dem, was nicht verletzt. Ich suche nach Gerechtigkeit, dem ultimativen Sieg. Ich suche nach dem Licht, nach der Liebe, die dann bleibt. Auf der Erde sehe ich Fünkchen, da und dort brennt es. Von dem, was mal kommen wird, von dem, was dann immer wird. Die Fünkchen sind Menschen, die leben wie der, von dem, was mal kommen wird, von dem, was für immer wird. Die Fünkchen sind Hoffnung auf das himmlische Reich, das mit dem Richter, wo herrscht Königreich. Ich schaue in die Zukunft und die Hoffnung wird gross, weil der König, der kommen wird, sein Sieg ist schon gekommen. Ein König, der sich zeigt, der sich zu mir neigt. Ein König, der gewinnt und den Sieg mit mir teilt. Der treue und wahrhaftige König bist du. Gerecht richten im Himmel auf der Erde. Das kannst nur du. Verbunden mit dem Schöpfer, mysteriös und voll Macht. Ein Wort auf Erde und es ist vollbracht. Du ehrst unseren Vater und richtest nach ihm. Schaust nicht aufs Äußere, nicht auf deinen Gewinn. Die armen, vergessenen Seelen sind dir nicht gleich. Du richtest gerecht in deinem himmlischen Reich. Du stehst über allem, bist mächtig und stark, siehst alle Sorgen, alle Armut, alle Schmach. Deine Augen durchdringen auch das Stärkste von der Schild. Nichts steht dir entgegen, auch wenn du gekommen bist als Kind. Du bist Jesus, Messias, der Retter der Welt, der alle Verfehlungen auf seinem Rücken trägt. Du bist Richter und Retter, der König über allem. Ich kann fast nicht warten auf deinen grossen Tag, wenn der Himmel wird aufgehen und die Stunde nicht mehr vergeht.